So, wir haben all ein Teil gehört von Gott sein Wort und wir wollen noch mehr hören. Wir wollen unsere Bibeln aufmerken in Hebräer Kapitel 1. Und was denkt wir, wenn wir von Jesus hören, wenn wir von Jesus reden? Wer ist das Jesus? Ist er besonders? Ist er bittergewöhnlich? Oder wer ist er für uns? Wir wollen hier mal ein bisschen checken, was das Schreiber sagt, woher Jesus uitspricht. Erstens wollen wir mal Vers 1 anfangen zu lesen. Und du redest von, wo Gott erst einmal geredet hat, und dann wieder redet, wo Gott von dir und durch wem Gott von dir reden wird. Er sagt, Gott, der an vielen Tiden Vierten auf viele verschiedenste Wege durch die Propheten zu unseren Vätern geredet hat. Hat nu an der letzte Tag an zu sein Sehen, durch sein Sehen zu uns geredet. Er hat dazu bestimmt, alles zu ordnen. Durch den Sehen hat Gott auch die Welt gemerkt. Der Sehen, der strahlt von Gott aus, den er an seine Ort und Weise auch genau lenkt. Durch seine kraftige Wort draagt und unterhält er alles, was du hast. Er hat uns von den Sünden gereinigt und sich dann bei der rechten Hand von der Majestät im Himmel gesagt. Das, was wir hier lesen, dann besonders hier in Vers 3, wo er sagt, dass Gott unterhält das alle. Wo das uns dort? Ich habe dort erkannt, oder wenn wir an einer Zeit sind, wo das knapp wird, ich habe danach einmal vertrauen. Und was denken wir? Mir hat das viel Gedanken, wenn ich hier die 40 Jahre am Vergleich mit von dir, was wir in der Sonderschule hatten. So sag verstehen, dann sind wir von der auch an die 40 Jahre. Und wir sind an den Zwischenräumen nu, von da, wo wir eher mehr, wo das Volk Israel eher mehr wir, und wo wir, da sind wir vielleicht eher mehr, wir sind im Glauben gekommen, wir sind nicht am Weg, und das nie gelohnt, nicht? Und was denken wir dann? Wird das einmal glad sein, wird einmal Fan sein, oder wird noch mal dies da für uns sein? Aber wir haben diesen Trost, mit wem wir zu tun haben. Und was ich denke, wenn das Schreiber, der Jesus besonders betiteln, besonders wer Jesus ist, wie groß er ist. So ist er viel höher zu Stunden gekommen als ein Engel. So viel höher als sein Name, der er geerben hat, höher als er. Der wohnen Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, ich sie von dir dein Vater geworden. Oder ich war sein Vater sein und er war mein Sohn sein. Gott sagt dort, wenn er sein Erstgeborenen Vater an die Welt bringen wird, dann sollen all seine Engel anbeten. Hier fängt wir mal an, wer Jesus ist, woher er alles ist. Von der Engel sagt er mögt seine Engel so aus Wind und seine Diener so aus Feuerflammen. Aber vom Sehen sagt er, dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Du herrschst über dein Reich in Gerechtigkeit. Du gehst alles Raum, um gerecht zu sein. Eure Gerechtigkeit kannst du nicht leiden. Du wen auf Gott, dein Gott, Friedenseil über die Guten, mehr als über andere. Er sagt auch, am Anfang hast du Herr den Grund für diese Welt gelegt. Der Himmel sind ein Werk von deiner Hand.
die waren vergungen. Du aber warst blieben. Die waren alle so als ein Kleid alt waren. Du warst der Abraham als ein Mantel, und der Arm tragen als ein Kleid. Aber du bloß so als du bist, in dein Leben nimmt kein ein. So, Gott hat von all Dinge erschaffen, was wir hier, redet nicht viel Einzelheiten abnehmen, aber er redet von den Himmel und er sagt, dort wird nach alle alt werden und dort wird nach alle verändern. Aber was kommt zu sehen hinein, dort er wird keinmal verändern, er wird nicht alt werden, er lebt für immer. Und wenn wir denken daran, was wir von Jesus und von Jesus hier wie fertig, was viel geredet, und das ist bitter gewöhnlich und das ist sehr besonders, von wem wir da reden da. Wir reden von einem König, was aber alle Königs ist. Wir reden von einem König, was für alle Ewigkeit was da sein, was keinmal mehr in ein Wort nehmen. Aber der Engel hat er jemals gesagt, seid hier bei meiner Rechte sieht, dass ich die von deinen Feind eine Foutbein merken war. Sind der Engel nicht alles deins Gäste in Durto geschickt, die wat die Seiligkeit oben waren zu dein? Mir hat den Eindruck, Menschen haben fertig geredet von einem Engel, und sie haben einen Engel gesehen, und dann hat sich dort sie haben, was bitte gewöhnlich sehr groß zu sein. Und was wir hier lesen, da, dort hat sich so, der Engel, dort ist Gott dort bitte gewöhnlich. Dort sind dienstbare Gäste, dort sind dienstbare Engel, zum wem dein? Von was redet du? Er sagt, für dich wird die Seiligkeit oben. So, wir gehen eher nur Hebräer Kapitel 3. Wir werden mal die erste Versen lesen. Du sagst so, du wen, heilige Brüder, die ihr mit uns von Himmel her gewählt sind, check ab Jesus, der Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen. Haben wir Gott treu, der am Ungestalt hat, so als auch Moses Gott an sein ganzes Haus treu war. Jesus traf aber gerade ihr als Moses, so als dem Bürgermeister von einem Haus gerade ihr traf aus das Haus. Alle diese waren von wem gebüht, aber der alles büht als Gott. Moses wir wohl ein treuer Diener von Gott, mang sein ganzes Volk, dort wir aus ein Tieten für dort, was noch einmal soll gesagt werden. So, wir haben mehrmals gehört in der Geschichte, dass Moses das Lehrer war und wir ein Eustaller von Gott, das Volk zu lehren. Und hier hat besonders von denen reden und dann sagte, weißt du was, weil Moses ein großer Lehrer war, aber Jesus ist ein geradener Lehrer. Und Moses wie ungestalt und Gott sein Haus, war zu sein, dort zu lehren, heran. Und Jesus als Eugestalt für Gott sein Haus, aber Jesus traf viel geradener Jesus ist noch was viel geradener. Moses war bloß ein stoffeliger Mensch, das wir auch sein. Aber danach braucht Gott ihn, zu bieten gewöhnliche Dinge. Und wie ein großer Lehrer. So, mir wird so groß, das Port, wo wir können sein, wenn wir eine Bibel lesen, dann, wo die Bibel Jesus bezeichnen wird. Da sind noch viel mehr Wege, viel mehr Städte, wo wir können dort sein, wo bitte gewöhnlich die dort bezeichnen, dann, wer Jesus ist. Und ich weiß nicht, aus dieser Matt gekommen, der hingekommen, wo ich gebraucht zu sein.
Aber ich probeer bloß ein klein bisschen te wiederholen und zu sagen, was die Bibel sagt, wer ist Jesus? Jesus ist nicht bloß wie sein hier ein paar Wort. Jesus ist das, was du kein Einhaft und was alle ihr traf und alle Herrlichkeit. In ein Arm als Sündenvergebung, in ein Arm als Ruht für alles. Wir uns heute nicht im Gebet. Je reich davor, dann Himmel, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass wir immer weiter können, ans du lebendes Wort holen und trinken, zum Wara wieder vor. In Jesus' Namen. Amen.